Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir darüber, wie Atmung, Meditation und Yoga deinen Körper positiv beeinflussen können. Genau, und das sind ja Themen, die in den letzten Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen haben. Fangen wir doch gleich mit der Atmung an. Wusstest du, dass die Art und Weise, wie wir atmen, enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat? Absolut. Viele atmen viel zu flach, was dazu führt, dass der Körper nicht optimal mit Sauerstoff versorgt wird. Und tiefe Bauchatmung kann da wahre Wunder wirken. Sie hilft nicht nur beim Stressabbau, sondern kann auch den Blutdruck senken. Ja, das stimmt. Wenn man sich mal bewusst darauf konzentriert, merkt man, wie viel ruhiger man wird. Meditation spielt da auch eine wichtige Rolle. Durch regelmäßige Praxis kann man lernen, den Geist zu beruhigen und fokussierter zu sein. Richtig. Und es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, die die positiven Effekte von Meditation auf die mentale Gesundheit belegen. Genau. Sie kann unter anderem helfen, Angstzustände zu reduzieren und die Konzentration zu verbessern. Und dann ist da noch Yoga, das ja quasi eine Kombination aus Atmung, Bewegung und Meditation ist. Ganz genau. Yoga stärkt nicht nur den Körper, sondern fördert auch die Flexibilität und Balance. Was viele nicht wissen: Yoga kann auch das Immunsystem stärken und die Schlafqualität verbessern. Und das Beste daran ist, dass man keine besondere Ausrüstung braucht. Eine Matte und etwas Platz reichen schon aus. Richtig. Und es gibt unzählige Online-Ressourcen, die einem den Einstieg erleichtern. Für mich ist Yoga eine perfekte Möglichkeit, um den Alltag hinter sich zu lassen und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Das geht mir genauso. Es hilft mir, ausgeglichener zu sein und besser mit Stress umzugehen. Also, ob du nun mit der Atmung anfängst, in die Meditation hineinschnupperst oder Yoga ausprobierst, es gibt viele Wege, um Körper und Geist etwas Gutes zu tun. Und vielleicht stellen unsere Zuhörer ja fest, dass sie eine dieser Praktiken besonders anspricht. Das wäre doch toll. Am Ende zählt vor allem, dass man etwas findet, was einem selbst gut tut. Genau. Und jetzt sind wir neugierig, was möchtest du als nächstes ausprobieren? Atmung, Meditation oder Yoga?